Et Riefkoke eten. Wenn het bij ons heim Riefkoek jof, sagt man et tags dafür Bescheid, ob het middags oder het avonds. Dat war bij ons immer jet besonders. Mam hou dan een emmerke Erpel geschält und die Rührerpel moest gerieven werden. Dat war dan mijn denk. Mit der Triefmaschinke, het wordt aan de Durchblatt vastgeschroven und hou in Insatz an de Kurbel. Da javet auch Grötter Schiefe mit Grötter Metzer für Schnibbelbonnes Zupp, die kennen wir ja auch alle. Aber nur war das Riefkoke Insatz Schiffke nötig mit die vielen Löckskes. So wie ich die Erpel in der Komp gerieven hau, noch Mam, der kommt an sich und mag nur der Riefkoke, die ich mit Mehl, Eier, Milch und Urlig, was so alles da drin könnt, gerät. Nu ging het aan het bakken. Und dat war voor Mam Stress pur. Denn wir 3 Jungs stingen immer hängen und so wie die Riefkoke gebacken waren und uit die Pan op der grote Teller afgelagd wurde, stibitzten wir die hängen rück. Op eine Keer drehte sie sich dann und schubte mir das. Merkt, dass wegkommt. Ich krieg nichts auf der Teller vor der durch. Da hauen wir Jungs auch nicht mehr der richtige Hunger. Denn wir waren ja von der Stibitze satt. Und je nachdem, wenn der Riefkoek gegessen wurde, mittags oder abends, war die Prozedur unterschiedlich. Et mittags wird die Riefkoek bei dicke Suppe mit Wurst, Fleisch und Apfelkompott. Et abends war das eine Angelegenheit für jedem selbst. Wie, es sting eben alles auf der durch. Schwartbrot, Siebnat, Apfelkompott und die Riefkoke. Ich oder das Letzte in Schnee Schwartbrot mit dick Siebnat drauf und darauf dann der Riefkoke. Da kannst man so richtig hartlich drin bieten. Aber auch Riefkoke mit Apfelkompott und ein schief Schwartbrot nebenbei war eine delikate Mahlzeit.